Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die ihren Beruf nicht wie ein Mantel ablegen kann, wenn sie nach Hause kommt, die selbst im Urlaub die Abfahrt aus dem Ferienziel immer wieder verschieben muss, weil sie schnell nochmal aus dem vollgeladenen Auto springt, um irgendwo noch ein Geräusch oder eine Ambi aufzunehmen. Susanne Jansson. Hallo Wolfram, das war die erste Hälfte deiner Beschreibung, war auf dem Punkt. Dann am Ende bist du ein bisschen freier geworden, weil ich wirklich kaum Geräusche sammle. Die Aufnahmequalität, das kriege ich dann doch nicht gut genug hin. Und Gott sei Dank kann man ja heutzutage immer und überall hören. Das heißt, Autorückfahrten aus dem Urlaub werden auch einfach schöner, wenn man nicht den Kindern zuhört, sondern sich was in die Ohren steckt und Podcasts, die die Welt erklären hört oder Hörspiele. Na dann. Die Hauptfigur in unserem heutigen Hörspiel ist ein Inspektor kurz vor der Pensionierung. Da stehst du noch nicht ganz. Aber eben auch so einer, der seinen Beruf so richtig lebt und doch nicht so ganz davon lassen kann. Auch kurz vor Schluss nicht. Absolut. Nach dem Hörspiel sollten wir ihn eigentlich nochmal befragen, wie er dann zu seinem Beruf steht. Machen wir. Gut. Ein seltsamer Fall heißt das Hörspiel. Geschrieben hat es John D. Vincent, britischer Autor, wie der Name schon verrät, natürlich für die BBC tätig, sonst aber das einzige Hörspiel von ihm bei uns im Archiv. Aus den 70ern, auch natürlich. Viel Vergnügen. Viel Spaß. Ja, das ist schon eine ganz schöne Zeit. Wissen Sie, ich schaue nie so genau auf den Kalender. Es sind 35 Jahre. Ja, das kann stimmen. Sie haben mir jetzt einiges über Ihre Vergangenheit erzählt, Chefinspektor. Wie sieht es aber mit der Zukunft aus? Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich kein Polyp. Und Sie würden mich hier nicht interviewen, Barnes. Ja, also dann andersherum. Was beabsichtigen Sie zu tun? Ja, ich werde mich wahrscheinlich nach einer Teilzeitbeschäftigung umsehen. Bei einer der Sicherheitsfirmen? Ja, meinen Sie eigentlich, ich sei nur als Polizist zu gebrauchen? An welche andere Arbeit denken Sie denn? Seit 35 Jahren bin ich Polizist. Seit 30 bin ich hinter Ganoven her. Wenn ich mich jetzt zurückziehe, dann möchte ich ganz gerne etwas, ein bisschen mehr Kreatives tun. Klingt ein wenig komisch, was? Sagen wir, es klingt nicht so ganz nach Inspektor Cartwright. Sir? Ja, es geht. Es ist Punkt 17 Uhr, Sir. Ah ja, danke. Das bedeutet, Mr. Barnes, dass ich Sie jetzt rausschmeißen muss. Ich führe meine Frau heute Abend aus und da darf ich nicht zu spät kommen. Nur noch eine Frage. Und zwar? Können Sie mir sagen, ob Sie momentan an irgendeinem Fall arbeiten? Weit und breit nichts. Da ich nur noch ein paar Monate hier bin, wollen meine Vorgesetzten sicher sein, dass ich alles erledigt habe, wenn der Tag X kommt. Ja, dann bleibt mir nur noch Ihnen Dankeschön zu sagen für Ihre Unterstützung, Chefinspektor. Gern geschehen. Ich hoffe, der Artikel wird Ihnen gefallen. Okay, Charlie, du kannst dich entspannen. Die Spitzenelf ist eingetroffen. Es wird auch Zeit. Du bist spät. Aber nie. Und? Wie läuft's? Wie immer. Verdammt kalt heute Nacht. Ja, das Wetter hat sich gedreht. Hier sind die Pläne. Ist der Bagger repariert? Ja. Es war irgendetwas mit der Einspritzpumpe. Also bis da sind wir gekommen. Aha. Du hast die Südseite planiert. Planiert ja, aber es ist noch allerhand wegzuräumen. Die Bulldozer haben noch ganz schön zu tun. Alles in allem sollte es aber keine Schwierigkeiten heute Nacht geben. Fein. Eine friedliche Schicht wäre mir höchst willkommen. Also dann bis morgen. Bis morgen. Hallo, Penny! Ist Mr. Briggs da? Ja, er ist hier. Na? Komm mal rein, Paddy. Ich möchte Sie nicht stören, Mr. Briggs. Komm mal rein. Und mach endlich die Tür zu. Dieser Lärm ist ja unerträglich. Das wallte der und jener. Besser. Und? Was hast du für ein Problem? Ja, Sie wissen doch, dass ich und der Lange an den Abbruchhäusern auf der Nordseite arbeiten. Ja, das weiß ich. Gut. Und jetzt will ich Ihnen sagen, warum ich hergekommen bin. Sei so freundlich. Sie sind doch der Bauführer. Sie haben doch sicher alle Pläne, oder? Klar. Also, was ist mit den Kellern? Sag das nochmal.
Ja, was ist mit den Kellern? Mit welchen Kellern? Der Lange sagt, Du alle meinst Häuser... Phil Stone? Ja, den meine ich. Er sagt, alle Häuser haben Keller, nicht nur die auf der Südseite. Woher will der das wissen? Der hat schon gestern auf der Nordseite gearbeitet. Er sagt, man kann die gar nicht übersehen, wenn man ein Haus ausräumt. Das verstehe ich nicht. Auf den Plänen ist überhaupt nichts vermerkt. Verdammt nochmal. Diese Keller werden das Gewicht von all dem Schutt nie aushalten. Die Laster sind auch schon ziemlich nahe. Wo ist Stone jetzt? Auf dem Bagger. Gut, renn sofort hin und sag ihnen, sie sollen die Arbeit stoppen, bis sie von mir hören. Mach ich. Dreckskeller. Das wäre jetzt genau das, was ich mir wünsche. Ein Laster, der in einen Keller einbricht. Paddy! Wo bist du? Hier oben! Ist Stone auch da? Ja! Ich bin hier, Mr. Briggs! Ich komme! Sehen Sie genug? Einigermaßen. Sie hätten eine Taschenlampe mitnehmen sollen. Geben Sie mir die Hand. Ja. Hoppla! So. Das ist nichts für mich. Wo ist nun dieser Keller? Bisschen seltsam, nicht? Seltsam. Ja. Alle Häuser scheinen Keller zu haben. Nur dieses eine nicht. Ist doch merkwürdig. Da ist nichts als eine blanke Mauer. Paddy, zünd mal ein bisschen mit deiner Taschenlampe. So? Ja, gut. Stone, geben Sie mir Ihr Brecheisen. So, jetzt wollen wir mal sehen. Nichts. Nichts. Was hoffen Sie denn zu finden? Einen Geheimeingang? So etwas Ähnliches. Moment. Das ist eine Mauer, hä? Aber das nicht. Nein, das ist eine Tür, der man einen Verputz drüber gegeben hat. Gut. Ihr baut das Zeug ab und brecht dann die Tür ein. Ich gehe unterdessen zu den Burschen raus, um die Arbeit ein bisschen umzuorganisieren. In spätestens 10 Minuten bin ich zurück. Henny! Ja, wir sind hier. So, da bin ich wieder. Oh, ihr habt's ja schon beinahe. Noch 2 nahrhafte Schläge und dann sind wir soweit. Mal ein bisschen Platz, Paddy. Und wir werden das mit einem erledigen. Ja, hau nur nicht gleich die ganze Umgebung zusammen, Phil. So, das hätten wir. Gut, gut. Also, schauen wir mal nach. Ziemlich muffig, ja? Soll ich vorausgehen? Das wäre vielleicht ganz gut. Sie kennen ja diese Häuser. Genau. Hier ist seit Jahren nicht aufgemacht worden. Voller Spinnetze und Staub. Möchte wissen, warum das zugemauert wurde. Da drüben ist noch ein anderer Raum. Schauen Sie mal zur Decke. Man hat die ganze Installation herausgerissen. Mr. Briggs, Ja? kommen Sie doch mal herüber. Was ist denn? Schauen Sie. Dort. Mein Gott. Um Gottes Willen. Eine Hand. Ja. Wem immer sie gehört, er ist unter dem Dreck begraben. Und dort drüben ein Koffer. Ja. Kommt. Gehen wir raus. Sollten wir nicht etwas unternehmen? Was denn? Ihn ausgraben. Red doch keinen Blödsinn, Paddy. Diese ganze Sache war doch seit Jahren zugemauert. Mit ihm drin. Aber den Koffer könnten wir mitnehmen. Nein, lass ihn. Wir werden die Polizei herholen. Komm, Paddy. Und Sie, Phil, schieben oben Wache und passen auf, dass niemand hinuntergeht. In Ordnung.
Weißt du, Dora, zum ersten Mal seit Wochen habe ich so richtig abgeschaltet. Das freut mich. Besonders, weil ich am Anfang meine Zweifel hatte. Du warst ziemlich ungnädig zu den Els. Ich konnte nicht anders, Dora. Er ist doch ein ziemlicher Snob. Naja, es war trotzdem ein netter Abend. Ja, das stimmt. Ted, freust du dich eigentlich auf deine Pensionierung? Wie kommst du jetzt darauf? Ach, ich weiß nicht. Es ist vielleicht wegen heute Abend. Wir gehen ja nicht oft zusammen aus. Das ist mein Beruf. Die Kriminellen sind leider nicht so freundlich, ihren schmutzigen Geschäften ausschließlich während unserer Bürostunden nachzugehen. Während des Essens habe ich mich plötzlich an einen unserer früheren Hochzeitstage erinnert. Ja? Doch nicht etwa an den Überfall auf die Selcourt-Bank. Genau daran. Ich stand damals schon in vollem Schmuck bereit, fix und fertig zum Ausgehen, als plötzlich das Telefon klingelte. Du sagtest, tut mir leid, Darling, aber es ist etwas passiert. Möglicherweise werde ich mich ein bisschen verspäten. Bisschen verspäten? Ja, ich erinnere mich. Es waren 2 Tage, nicht? Ungefähr. Ach, du wirst das vermissen, Ted. Ja, ich weiß. Jeder kommt mal an die Reihe. Ich bin nicht anders als die anderen. Hallo, was ist denn da vorne los? Ich werde mal anhalten. Oh nein, Ted, nicht heute Nacht. Keine Sorge, Darling. Ich möchte nur wissen, was geschehen ist. Ich steig nicht mal aus. Kleines Gespräch durchs Fenster. Constable! Sie dürfen hier nicht stehen bleiben. Oh, entschuldigen Sie, Sir. Was ist passiert? Man hat bei Abbrucharbeiten in einem Keller eine Leiche gefunden, Sir. Wer leitet die Untersuchung? Bis jetzt niemand. Wir nehmen an, Inspektor McIntyre wird kommen, Sir. Ja, gut. Ich werde mal schnell einen Blick riskieren. Ach. Ich bleib nicht lange, Darling. Sobald Bill McIntyre aufkreuzt, überlasse ich ihm die Sache. Irgendjemand muss die Angelegenheit doch organisieren. Schon recht, Ted. Aber lass dich nicht zu sehr hineinziehen. Nein, natürlich nicht. Wie heißen Sie, Constable? Wilkes, Sir. Gut, Wilkes. Zeigen Sie mir den Weg. Alle sind im Baubüro. Und wer sind alle? Der Verantwortliche und 2 Arbeiter. Was, niemand von uns? Sergeant Dennis. Dennis kenne ich nicht. Ein Uniformierter. Ja. Unser Streifenwagen war gerade in der Gegend, als die Meldung durchkam. Es ist diese Baracke mit den Lampen. Passen Sie auf, Sir. Es liegt hier ziemlich viel Dreck herum. Nichts Außergewöhnliches auf einem Bauplatz. Hm? Guten Abend. Guten Abend. Aha. No, hier ist ja recht gemütlich. Im Gegensatz zu draußen. Sergeant Dennis? Ja, Sir. Gut. Erledigen wir zuerst die Formalitäten. Für diejenigen, die noch nie das Vergnügen hatten, ich bin Chefinspektor Cartwright. Es handelt sich hier nur um einen informativen Besuch, es ist nicht mein Fall. Ich bin nur zufällig vorbeigefahren. Wer sind Sie? Briggs. Jim Briggs. Ja, Sie sind sicher der Vorarbeiter. So ist es. Das ist Paddy Quinn. Und Phil Stone. Na fein, jetzt kennen wir uns alle. Wer hat die Leiche gefunden? Nun ja, man kann sagen, Phil war derjenige welcher. Aber? Wir waren alle dort. Aha. Und wo etwa ist das? Ein Keller in einem der Häuser auf der Nordseite. Handelt es sich um eine Frau oder einen Mann? Schwer zu sagen. Grund? Das Einzige, was man sehen kann, ist deine Hand. Die Leiche ist zugeschüttet, verstehen Sie? Ja. Nun, es bringt uns nicht weiter, wenn wir hier herumstehen. Gehen wir doch mal hin und machen uns ein Bild von der Lage. Haben Sie noch eine Taschenlampe? Sie können meine haben. Danke. Wilkes, Sie gehen zurück auf die Straße. Wenn Inspektor McIntyre kommt, sagen Sie ihm, wo er uns finden kann. Jawohl, Sir. Wir anderen inspizieren den Keller. Sie auch, Sergeant Dennis? Ja, Sir. Also, gehen wir. Wie schmutzig ist der Weg? Nicht so schlimm. Seit 2 Tagen ist es absolut trocken. Ein Smoking ist wohl kaum das richtige Kostüm für eine solche Untersuchung. Der Keller strahlt auch nicht gerade vor Sauberkeit. Er war eine Zeit lang zugemauert. Aha.
Aha. Ja, ist sonst noch irgendwas drin? Ja, ein Koffer. Was für ein Koffer? Oh, einfach ein Koffer. Na, groß oder klein? Ja, so eine Art Diplomatenkoffer. Wir sind schon fast dort, Sir. Da links ist es. Sie meinen, da oben? Ja, leider. Passen Sie auf Ihre Schuhe auf. Also, worauf warten wir noch? Sind Sie das, Sarge? Ja, Thomas. Lassen Sie mich vorausgehen, Inspektor, damit ich Ihnen helfen kann. Ja, gut. Ah, das ist ja beinahe wie in den Alpen. Thomas, leucht mal ein bisschen. Okay, Sarge. Ja, so ist gut. Wir haben es gleich. Geben Sie mir die Hand. Ja. Geschafft. Ja, und? Wo ist jetzt dieser Keller? Rechts von Ihnen, Sir. Aha. Ja, also, gut, gehen wir hinein. Mr. Briggs, Ja, Sir. Sie kommen mit, die anderen warten hier auf uns. Es hat ja keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig auf die Zehen treten. Ja. Ziemlich duster hier. Das kann man wohl sagen. Das Haus ist teilweise abgerissen, nicht? Fast vollständig. Ja, und wo liegt der ganze Dreck? Über unseren Köpfen, nehme ich an. Wird die Decke das aushalten? Ich hoffe es, Inspektor. Ich auch. Nicht sehr groß. Der Verschüttete liegt drüben im anderen Raum. Der wird schon auf uns warten. Ich möchte mich zuerst einmal gründlich umsehen. Na, das klingt ja ganz interessant. Hier scheint wirklich nichts Wichtiges zu sein. Schauen wir uns also mal den Toten an. Dieses dauernde Geriesel gefällt mir gar nicht. Wir machen ganz schnell und dann nichts wie raus. Wir müssen hier durch. Hier, Inspektor. Ja. Ja, Sie haben recht. Der Mensch ist wirklich und wahrhaftig begraben. Und dort ist der Koffer. Die Decke bricht ein! Raus, so schnell wie möglich! Zu spät! Wir kommen nicht mehr raus! Mein Gott, sowas habe ich noch nie erlebt. Vollkommen eingebrochen. Wir müssen anfangen zu graben. Mit was denn zum Teufel? Ist doch egal. Mit nackten Händen, wenn's sein muss. Dort unten sind 2 Männer. Ja, das wissen wir, Sergeant. Aber selbst wenn sie jetzt noch leben, was ich kaum glaube, werden sie erstickt sein, bevor wir nur die Hälfte von dem da weggeräumt haben. Was machen wir also? Charlie Woods muss her. Wer ist Charlie Woods? Der Vorarbeiter der Tagesschicht. Ein kluger Bursche. Der weiß, was zu tun ist. Worauf warten wir dann? Richtig, Sergeant. Sie rufen also Mr. Woods an. Ja. Die Nummer finden Sie im Baubüro an der Wand neben dem Telefon. Okay. Und schicken Sie uns so viele Leute wie möglich herüber. Mit Werkzeug. Thomas, das übernehmen Sie, während ich telefoniere. Ja, Sergeant. Komm, Paddy. Lass uns schon anfangen. Mit nackten Händen. So, da bin ich. Gott sei Dank sind Sie da, Inspektor. Was für eine nette Begrüßung, Sergeant. Bitte kommen Sie doch herein, Mrs. Cartwright. Danke. Oh. Guten Abend, Ma'am. Guten Abend, Sergeant. Constable, Sie können wieder zum Haupteingang zurückgehen. Und lassen Sie mir keine Reporter rein. Jawohl, Sir. Ah, hier ist es angenehm. Ganz schön kalt draußen. Bitte nehmen Sie doch Platz, Mrs. Cartwright. Danke. Also, Sergeant, wo ist der Chef? Ja, Sir, könnte ich Sie vielleicht sprechen? Na klar, legen Sie los. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir nach draußen gingen? Nach draußen? Mrs. Cartwright, Sie entschuldigen uns? Natürlich, Inspektor. Na, dann kommen Sie, Sergeant. Jawohl, Sir.
Also, was ist? Es hat ein Unglück gegeben, Sir. Was für ein Unglück? Chefinspektor Cartwright und der Vorarbeiter sind in den Keller gegangen. Als sie unten waren, ist die Decke eingebrochen. Was? Die Leute sind dabei, sie auszugraben, und der Vorarbeiter der Tagesschicht, ein gewisser Charlie Woods, ist unterwegs. Aber es besteht doch eine Chance, dass sie noch am Leben sind. Die Bauarbeiter glauben nicht. Das ist ja furchtbar. Die arme Mrs. Cartwright. Tut mir leid, Sir. Möchten Sie, dass ich es ihr sage? Nein, das mache ich schon selber. Gott allein weiß, wie sie es aufnehmen wird. Cartwright wäre in ein paar Monaten pensioniert worden. Naja. Dann werde ich ihr die Neuigkeit wohl mitteilen müssen. Nun, Inspektor. Mrs. Cartwright, ich habe... Was ist? Etwas mit Ted? Es hat ein Unglück gegeben. Ich kenne aber noch nicht alle Details. Und? Man sagt, dass der Chef und der Vorarbeiter in jenem Keller waren. Und die Decke ist eingestürzt. Ich verstehe. Die Leute graben wie verrückt. Man kann immer noch hoffen. Ich möchte gerne zum Wagen zurück. Ich lasse einen Arzt tun. Nicht für mich. Seit über 30 Jahren bin ich die Frau eines Polizisten. Ich wusste immer, dass so etwas eines Tages passieren könnte. Ich bin ganz ruhig. Sie werden dieses Büro als Hauptquartier brauchen. Ich bin hier nur im Weg. Ich gehe zum Wagen zurück. Ich werde Sie begleiten. Danke. Das ist sehr freundlich. Entschuldigen Sie, Sir. Der Mann sagt, er arbeite hier. Mr. Woods? Ja. Ihr junger Kollege glaubt, ich sei so etwas wie ein Reporter. Schon gut, Constable. Ich bin froh, dass Sie da sind. Ja, wie ist die Lage? Es ist eines der alten Häuser in der Nähe des Krans. Sie meinen auf der Nordseite? Ja. Aber da hat's keine Keller. Ja, wo wir waren, gab's immerhin einen. Aha. Wo ist Paddy Quinn? Alle helfen beim Graben. Ach, das ist reine Zeitverschwendung. Das muss organisiert werden. Kommen Sie, schauen wir es uns mal an. Gut, ich gehe auch mit. Nein, warten Sie. Es hat keinen Sinn, blind drauf loszurennen. Ich werde zuerst jemanden anrufen. Wen? Moment. 7, 6, 2, 4. Ein Mann, der die Gegend hier ganz genau kennt. Ja, wen? Moment. Ach, der schläft natürlich um diese Zeit. Ich verstehe nicht, wie Jim Briggs so verrückt sein konnte. Er ist doch kein Anfänger mehr. Hallo? Aha, Mr. Harrison. Der alte Lumpensammler? Ja? Mr. Harrison, hier ist Charlie Woods. Entzückend, dass Sie mich anrufen, Charlie. Wie spät ist es? 1:15, tut mir leid. Wir haben einen Notfall hier. Ja, muss wohl sein. Also? Sie kennen doch die alten Häuser auf der Nordseite unseres Bauplatzes. Ja, wundervolle Gebäude. Eine Schande, dass man die abreißt. Ich war oft dort. Das habe ich mir gedacht. Sie kennen sie also ziemlich gut. Ziemlich gut. Es scheint, dass die alle Keller haben. Ja, natürlich. Charlie, Sie haben mich doch nicht mitten in der Nacht aus dem Bett geholt, nur mit mir über Häuser zu quatschen. Bitte erzählen Sie mir etwas über die Keller. Da gibt's nichts zu erzählen. Die sind alle gleich. Wenn ich also einen gesehen habe, habe ich alle gesehen. Jeder hat 3 Räume. Was ist denn mit diesem Keller? Die Decke ist eingebrochen und 2 Männer sind unten. Ich möchte wissen, ob Sie eine Überlebenschance haben. Ja, ich verstehe. Also, der erste kleine Raum ist unter dem Haus, der Hauptraum halb und der dritte direkt unter der Straße. Mr. Harrison, Sie sind einsame Spitze. Sie können mit dem angenehmen Gefühl, eine gute Tat vollbracht zu haben, zurück ins Bett gehen. Danke, Charlie. Das wäre Träumen Sie schön. Und? Mir fällt gerade ein, es hat mir noch niemand gesagt, was die beiden dort unten eigentlich suchten. Eure Leute haben einen Toten gefunden. Cartwright und Mr. Briggs wollten sich einmal umsehen. Na, fabelhaft. Also kommen Sie. Wie geht's, Inspektor? Was zum Teufel ist denn passiert? Ein Teil der Decke ist eingebrochen.
Auf meinen Kopf. So wie ich mich fühle. Sie waren eine Zeit lang ohnmächtig. Sie sind gestolpert und dann wahrscheinlich Kopf voran auf den Boden geschlagen. Wahrscheinlich. Versuchen wir mal aufzustehen. Ich helfe Ihnen. Sämtliche Knochen tun mir weh. Geben Sie mir die Hand. Oh. Vorsicht, Vorsicht! Oh. So, das hätten wir. Das ist besser. Wie spät haben wir eigentlich? 1:30. Sie waren beinahe eine halbe Stunde weg. Ich habe schon Angst gehabt, Sie hätten sich für immer abgemeldet. So schnell kratze ich nicht ab. Halbe Stunde? Ja, warum haben Sie nicht angefangen, uns auszugraben? Ich hab's versucht, aber das ist sinnlos. Jedes Mal, wenn Sie einen Stein wegnehmen, rutscht ein anderer nach. Ah ja. Es gefällt mir gar nicht hier unten. Glauben Sie mir vielleicht? Wie lange wird die Luft reichen? Das müssten Sie eigentlich wissen. Es ist so eng. Stimmt. Das Hilton ist es nicht. Man kann sich kaum bewegen. Was denn los, Jim? Es ist zum Kotzen hier. Ich muss Platz haben. Ich muss... Versuchen Sie, sich zu entspannen. Ich kann nicht. Ich kann meine Hände nicht ruhig halten. Das ist, wie wenn man lebendig begraben wäre. So, unternehmen Sie doch etwas. Beruhigen Sie sich doch, Jim. Wenn wir uns aufregen, ist das bisschen Luft nur schneller verbraucht. Es tut mir leid, Inspektor. Aber ich kann nichts dagegen machen. Ich konnte es nie ertragen, eingeschlossen zu sein. Darum habe ich auch diesen Job angenommen. Ich brauche frische Luft. Ich verstehe das gut. Ich weiß, wie Ihnen zumute ist. Ich hocke auch nicht den ganzen Tag gern im Büro. Aber es hat doch keinen Sinn, uns selbst zu bemitleiden. Ich bin hierher gekommen, um etwas zu erledigen. Und Sie? Sie können mir dabei helfen. Okay. Na, so ist recht. Wir machen also weiter mit unserer Untersuchung. Nehmen Sie mal Ihre Taschenlampe. Richten Sie sie auf die Leiche. Muss das sein? Na, so gut. Beschäftigen wir uns zuerst mit dem Koffer. Ich hole ihn. Ja, fassen Sie ihn nicht an. Immer erst vorsichtig inspizieren. Moment. Da hat es doch 2 verschiedene Sorten Staub. Sehen Sie es? Am Griff, das ist das normale graue Zeug, das man erwartet, wenn eine Sache lange nicht gebraucht wurde. Aber da ist so ein weißes, feines Pulver. Leuchten Sie doch mal die Decke an. Da haben wir es. Aha. Aha. Habe ich mir gleich gedacht, dass der nicht immer hier gelegen hat. Der Koffer ist durch die Decke gefallen. Das erklärt den weißen Staub. Wieso ist der durch die Decke gefallen? Ja, der muss im Boden, also von uns aus gesehen in der Decke, versteckt gewesen sein. Durch die Abbrucharbeiten hat diese schwache Stelle nachgegeben und der Koffer ist hindurchgefallen. Das heißt also, dass nur noch ein paar alte, verfaulte Bretter den Rest des Hauses daran hindern, uns hier unten endgültig zuzudecken. Ja, diese Idee ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Aber es hat doch keinen Sinn, sich über etwas Gedanken zu machen, das wir nicht ändern können. Das wäre dann unser Ende. Das hätte es vorhin schon sein können. Denken wir nicht mehr daran. So, jetzt zu unserem Koffer zurück. Keine besonderen Merkmale, keine Initialen, keine Etiketten. Schmuckloser Diplomatenkoffer. Ja, und kein billiger. 2 gute Messingschlösser. Verschlossen? Nimmt mich Verschlossen. Sie sagen es. Pech. Aber nicht doch. Wo hab ich sie denn? Was suchen Sie? Eine Haarnadel. Ah, da. Ich habe geglaubt, sowas käme nur in Krimiromanen vor. Haben Sie? Sie werden sich noch wundern. Das sind solide Schlösser. Seriöse Arbeit. Werden Sie es schaffen? Moment. So.
Das erste hätten wir. Jetzt Nummer 2. Ich war immer der Meinung, jeder von euch Sherlock Holmes habe einen Bund Dietriche in der Tasche. Achtung, gleich ist es soweit. Halten Sie den Deckel fest, damit er nicht aufspringt. So? Bestens. Gut gemacht. Also los, öffnen Sie. Nur mit der Ruhe. Was meinen Sie, was drin ist? Keine Ahnung. Nur vielleicht ein Knallfrosch. Was? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen. Wollen wir es nicht lieber lassen? Wenn der in die Luft fliegt, sind wir garantiert erledigt. Ich glaube keine Sekunde, dass der in die Luft fliegt. Am besten wäre es ja, wir könnten etwas um den Schnapper hier binden. Und dann den Deckel schön sorgfältig von hinten aufziehen. Ein Taschentuch. Wie bitte? Wir reißen ein Taschentuch in Streifen und binden sie zusammen. Gut. Machen wir. Also, zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Ich knüpfe sie zusammen. Danke. Wissen Sie, da meldet sich das Kind im Manne. Wenn ich ein Paket sehe, muss ich es öffnen. Vorher habe ich keine Ruhe. Fertig. Ist das lang genug? Aber ja. So. Ich bind's jetzt hier fest. Dieser Koffer ist in einem erstklassigen Zustand. Das hält. Aber wir gehen besser ein paar Schritte zurück. Doch Angst, hm? Ach wo, nur ein bisschen Spielerei. Wir haben doch Zeit. Also dann. Warten Sie. Was ist? Und wenn er doch in die Luft fliegt? Überlegen wir doch mal, warum sollte ausgerechnet eine Bombe in dem Koffer sein? Warum ist er überhaupt hier? 1:0 für Sie. Sie wollen ihn nur öffnen, um Ihre Neugierde zu befriedigen. Also unneugierig bin ich nun auch wieder nicht, dass ich es drauf ankommen lasse, in Stücke gerissen zu werden. Also der Koffer bleibt zu. Jim, ich bin sicher, der Koffer bleibt zu. Und niemandem geschieht etwas. Gut, wie Sie meinen. Da stimmt doch was nicht. Wir sollten doch nun endlich etwas hören. Die brauchen eben Zeit. Viel zu viel. Wie lange wird die Luft reichen? Nur fangen Sie nicht wieder davon an. Vielleicht haben die noch nicht einmal begonnen, uns auszugraben. Die Luft reicht nicht für ewig. Und die Decke macht auch nicht den sichersten Eindruck. Bis jetzt hat sie gehalten. Immerhin ist dieser Mistkoffer hindurchgefallen. Das ist es. Das ist es. Ich wusste doch, dass es keine Bombe sein kann. Begreifen Sie denn nicht? Ja, was denn? Wenn da wirklich eine Bombe drin wäre, hätte der Sturz den Zeitzünder ausgelöst? Oder sie wäre sofort explodiert? Sind Sie sicher? Ich öffne den Koffer. Teddy, geht mit dem Zeug 3 Meter zurück! Ist gut! Seit dem Gespräch mit Harrison rasen Sie wie eine wild gewordene Hummel herum, Mr. Woods. Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was hier eigentlich geschieht? Inspektor, es wird mindestens 4 Stunden dauern, bis wir die beiden Männer rausgeholt haben. Wenn sie noch am Leben sind und nicht zu schwer verletzt. Und wie steht's mit der Luft? Darum lasse ich ein schmales Loch in den vorderen Keller bohren. Dann wissen wir wenigstens, ob sie noch leben. Und wenn ja, werden sie damit genug Luft bekommen. Wie lange wird das ungefähr dauern? Ach, schwer zu sagen, eine halbe Stunde vielleicht. Das heißt, dass Sie dann etwa 2 Stunden eingeschlossen sind? Ja, und warum halten Sie mich nicht länger auf? Ja, nun meine Güte, ich hab doch gesagt 3 Meter, nicht und 1,50! So, komm schon, komm schon. Der Deckel bewegt sich. So ist's gut. Noch ein bisschen. Geschafft. Sehen wir nach. Eine Zeitung. Soll ich sie rausnehmen? Moment. Sie ist in der Mitte durchgerissen. Die obere Hälfte fehlt. Also haben wir kein Datum. Ja gut, nehmen Sie sie raus. Vorsichtig. Donnerwetter. Schauen Sie sich das an. Alles schön gebündelt. Gebrauchte 5-Pfund-Noten. Was schätzen Sie, wie viel das ist? Schwer zu sagen. Die sind mir völlig unbekannt. Das sind weiße Fünfer.
Waren sogar während ihrer Blütezeit ziemlich rar. Ja, das sind gut und gern 4, 5, 6, 7, 8.000 Pfund. Nach heutigem Wert also ca. 30.000. Was glauben Sie, wo die herkommen? Keine blasse Ahnung. Was war das? Ein paar Steine haben sich bewegt. Vielleicht graben die da draußen. Das hoffe ich sehr. Nichts. Die Luft wird immer schlechter. Herrgott, warum holen die uns hier nicht endlich raus? Regen Sie sich doch nicht auf. Sie müssen das rein logisch betrachten. Logisch. Logisch gesehen graben die vielleicht auch nicht. Vielleicht sind sie sogar nach Haus gegangen. Das ist doch Unsinn. Wieso? Wenn Sie annehmen, dass wir umgekommen sind, brauchen die sich doch nicht mehr abzuhetzen. Ja, Sie wissen es nicht. Sie können es nur herausfinden, wenn Sie graben. Und das tun Sie auch. Also hören Sie doch endlich auf, sich selber verrückt zu machen. Sie verbrauchen nur unnötig viel Sauerstoff. Sagen Sie, Inspektor, können wir jene Hand nicht zudecken? Ah ja, unseren stillen Freund habe ich ja vollkommen vergessen. Ja, ich werde sie zudecken. Ich glaube, es ist der Gedanke an diesen Toten, der mich so nervös macht. Naja, es könnte ja immerhin sein, dass es uns genauso geht. Ach was. Hey, Jim. Kommen Sie doch mal ein bisschen näher mit dem Licht. Muss das sein? Kommen Sie nur. Diese Leiche hier wird Sie nicht beißen. Was ist denn? Schauen Sie sich das einmal genau an. Das gibt's doch nicht. Los, wir graben sie aus. Was ist es eigentlich? Ja, machen Sie nur weiter. Können Sie Ihre Frage bald selber beantworten. Menge Staub. Ja. Ich weiß, was es ist. Okay, Maigret? Eine Puppe. Eine Schneiderpuppe. Stimmt genau. Jetzt sollten wir nur noch den Kopf haben. Wieso denn das? Wegen der Mode. Frisur und Make-up könnten uns einen Anhaltspunkt über das Alter liefern. Ah, hier ist er. In ganz gutem Zustand. Über den Daumen gepeilt würde ich sagen, Ende der 30er Jahre. Eine Schneiderpuppe. Und wir dachten, es wäre Mord. Aber da ist ja noch ein Rätsel. Und zwar? Das Geld. Ah ja, das Geld. Also da stellen sich meiner Meinung nach 4 Fragen. Wo kommt es her? Wer hat es versteckt? Warum hat man es hier liegen lassen? Das sind nur 3. Wem gehört es? Glauben Sie, man hat es gestohlen? Nehmen wir es zuerst einmal an. Wer hat es versteckt? Der gleiche, der es geklaut hat. Ja, was haben Sie denn? Die Luft ist miserabel. Dann reden Sie doch nicht so viel. Hören Sie auf, mir Fragen zu stellen. Ein Punkt für Sie. Hören Sie? Sobald Sie ausgehustet haben. Still! Wem sagen Sie das? Scheint ein Bohrer zu sein. Noch weit weg. Aber immerhin ein Beweis, dass etwas getan wird. Gott sei Dank. Amen. Sergeant Dennis. Was zum Teufel? Ich bin's, Barnes von der Tribune. Was fällt Ihnen ein, hier im Dunkeln herumzuschleichen? Na, entschuldigen Sie, aber von Schleichen kann kaum die Rede sein. Was ist hier eigentlich los? Nichts für Sie. Seien Sie doch nicht so stur. Die hängen mich doch auf. Cartwrights Frau sitzt draußen im Wagen. Na und? Wo ist er? Sie wartet schon eine ganze Weile. Das ist nicht verboten, oder? Kommen Sie, gehen Sie jetzt schön nach Hause. Wieso bohren die da drüben ein Luftloch? Ich könnte Ihnen jetzt sagen, kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten und hauen Sie ab. Ja, das könnten Sie. Und ich könnte durch ein paar Telefonanrufe einige meiner Reporterkollegen auf die geheimnisvollen Geschehnisse hier aufmerksam machen. Jetzt hören ganz Sie zu schweigen von den lieben Freunden beim Fernsehen. Soll das eine Drohung sein? Ach, was für eine Frage, Sergeant. Ich bin nur neugierig. Das wird eines Tages Ihr Untergang sein. Seien Sie nicht so streng. Sie brauchen mir das Geheimnis doch wirklich nicht vorzuenthalten. Die Nachtausgaben sind ja bereits alle gedruckt. Ja, okay. Aber von mir haben Sie es nicht. Ehrenwort.
Also angefangen hat es damit, dass man uns angerufen hat, es sei in einem Keller eine Leiche gefunden worden. Immer noch ziemlich weit weg. Das ist nicht über uns. Nein, nein. Es scheint von da drüben zu kommen. Die werden uns doch nicht etwa verfehlen. Die Luft wird immer unerträglicher. Keine Müdigkeit vorschützen, Jim. Los. Leuchten Sie mal auf den Schutthaufen. Wo die Puppe liegt? Ja, auf die Wand dahinter. Gut so. Das Licht wird immer schwächer. Wissen Sie, was ich glaube? Dort drüben ist noch ein Keller. Man kann gerade noch den Rahmen einer Türe oder so sehen. Ich schau mal nach. Um Gottes Willen, wirbeln Sie keinen neuen Staub auf. Begreifen Sie denn nicht? Wenn da drüben tatsächlich noch ein Keller ist und die bohren dort ein Loch in die Decke, dann werden wir genügend frische Luft bekommen. Also los. Versuchen wir es. Und was, wenn das zugemauert ist? Ja, daran wollen wir gar nicht denken. Tatsächlich. Eine Tür. Helfen Sie mir, sie aufzudrücken. Ja, sie kommt. Noch einmal. Ja, das wär's. Dieser verdammte Staub. Schauen Sie sich das an. Schneiderpuppen. Ein ganzer Haufen Schneiderpuppen. Dort drüben steht eine alte Nähmaschine. Das Bohrgeräusch ist ganz nah. Damit wird das Rätsel mit der Schneiderpuppe gelöst. Bei der Geldgeschichte sind wir keinen Schritt weitergekommen. Ziehen Sie den Kopf ein, Inspektor. Der Bohrer kommt durch. Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Stell den Kompressor ab, Paddy! Ja, gut. Das wär's, Inspektor. Wir sind durch. Na, großartig. Es wird wohl das Beste sein, wenn ich mich gleich mit Cartwright in Verbindung setze. Ja, kein Grund, es aufzuschieben. Hallo? Hallo? Ist jemand da unten? Was haben Sie denn gedacht? Natürlich sind wir da. Geht's euch gut? Nicht allzu schlecht. Ein bisschen schmutzig, aber okay. Ich habe einen Arzt aufgeboten. Brauchen wir nicht. Sergeant Dennis. Sir? Veranlassen Sie das... Ja, wer zum Teufel ist denn das hier? Barnes, Daily Tribune. Ach nee, tatsächlich. Na, um Sie werde ich mich später kümmern. Sergeant, laufen Sie zu Mrs. Cartwright und sagen Sie ihr, dass mit Ihrem Mann alles in Ordnung sei. Und den Arzt können Sie abbestellen. Jawohl, Sir. Ich habe gerade Ihre Frau mitteilen lassen, dass Sie wohlauf sind. Danke. Wie lange werden wir noch hier unten bleiben müssen? So ungefähr 2 Stunden. Wir rechnen mit etwa 2 Stunden. In Ordnung. Ich habe ein bisschen Arbeit für Sie. So, das gibt's nicht. Es sollte so schnell wie möglich gehen. Das ist doch nicht zu fassen, der gibt nie auf. Ich wette, er hat die Zeit da unten benutzt, um den Mord aufzuklären. Hey! Können Sie mich hören? Ja, laut und deutlich. Wir haben hier eine Zeitung. Sie ist in der Mitte durchgerissen. Wir haben nur die untere Hälfte. Ich möchte nun gerne das Datum wissen. Ich glaube, es handelt sich um die Tribune. Tribune, Mr. Barnes, das ist etwas für Sie. Ja, natürlich. Passen Sie auf! Ich lese daraus eine etwas seltsame Meldung vor. Ich höre. Ein 60-jähriger Mann hat gestern im Zoo in den Gittern des Löwenkäfigs seinen Kopf eingeklemmt. Glücklicherweise konnten die Löwen in einen Nebenkäfig getrieben werden. Ich denke, das sollte genügen. Ja, wir haben es mitgekriegt. Setzen Sie jemanden darauf an. Und zwar so schnell wie möglich. Mach ich. Mr. Barnes, haben Sie das verstanden? Ja. Meinen Sie, Sie können das herausfinden? Das sollte nicht allzu schwer sein. Fein. Wissen Sie was? Wir machen jetzt ein Geschäft. Sie bringen mir diese Information und dafür bekommen Sie die ganze Geschichte exklusiv. Geben Sie mir eine halbe Stunde. Was heißt eine halbe Stunde? Sie haben doch gar keine Ahnung, wie alt die Zeitung ist. Stimmt. Vielleicht brauche ich auch 45 Minuten. Wo ist das nächste Telefon? Im Baubüro. Darf ich einen Fotografen mitbringen? Von mir aus, aber schleppen Sie nicht die ganze Reportermeute hier. Dann wäre es ja nicht mehr exklusiv, oder?
Haben Sie sich ein bisschen erholt, Jim? Die Luft ist besser. Aber es ist verdammt kalt geworden. Werden Sie mir eine Frage beantworten? Wenn ich kann. Haben Sie je daran gedacht, dass wir vielleicht nicht mehr rauskommen? Dazu hatte ich gar keine Zeit. Sie sind ein merkwürdiger Vogel. Nicht gerade das, was ich mir unter einem Polizisten vorgestellt habe. Besonders nicht unter einem höheren Tier. Das kommt vielleicht daher, weil ich momentan nicht im Dienst bin. Ja, vielleicht. Ja, lassen wir diese Scherzchen, wir vergeuden nur unsere Zeit. Schauen wir uns lieber mal die Banknoten etwas gründlicher an. Hier ist ein Bündel. Hübsche Dinger. Irgendwas ist mit denen. Die Art, wie sie knistern. Moment mal. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Spur. Was? Haben Sie den Fall gelöst? Noch nicht ganz. Und deshalb werden wir Mr. McIntyre in Trab halten. Hey! Könnt ihr mich hören? Laut und deutlich. Ich brauche einige Informationen. Und ich brauche sie schnell. Name und alles Übrige der Leute, die in den Kriegsjahren in diesem Haus gewohnt haben. Das ist nicht gerade wenig. Aber ich werde mein Bestes tun. Danke! Die Räder drehen sich. Werden Sie mir sagen, was Sie im Schilde führen? Noch nicht, Jim. Zuerst lassen wir McIntyre noch ein bisschen herumhüpfen, auf dass er uns die Antworten bringe. Ich möchte nur wissen, was der Alte da wieder ausbrütet. Sir. Ah, Sie sind schon zurück, Sergeant. Wie fühlt sich Mrs. Cartwright? Sehr erleichtert, Sir. Fein. Übrigens, für uns gibt's doch eine Menge zu tun. Der Chef hat sich da unten nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Er braucht verschiedene Informationen. Zum Beispiel will er wissen, wer in den Kriegsjahren hier gewohnt hat. Das kann ich sicher herausfinden. Der alte Harrison weiß das bestimmt. Lieber Mr. Woods, unser Chef ist ein ungeduldiger Mensch. Und der alte Harrison wird sicher schlafen. So wie ich ihn kenne, glaube ich das kaum. Unser erster Anruf wird ihm keine Ruhe gelassen haben. Ich werde es auf jeden Fall nochmals versuchen. Na, vielen Dank, Woods. Ich hoffe nur, dass dieser Reporter nicht mehr am Draht hängt. Hallo? Hallo, Mr. Harrison. Charlie Woods hier. Es tut mir leid, dass ich Sie nochmals stören muss. Eine verrückte Nacht, nicht, Charlie? Tja. Habt ihr sie schon rausgeholt? Nein, leider noch nicht. Ich würde mich ein bisschen beeilen. Diese Keller sind nicht sehr groß. Oh, keine Angst, die beiden sind gesund und munter. Ich habe ein Luftloch bohren lassen. Kluges Kind. Mit Ihrer Hilfe. Und Sie rufen mich jetzt an, um Dankeschön zu sagen. Sie sind ein freundlicher Mensch, Charlie. Ja, nun, um die Wahrheit zu sagen, wir brauchen noch ein paar Informationen von Ihnen. Und zwar? Können Sie sich erinnern, wer in den Kriegsjahren in Nummer 13 gewohnt hat? Charlie, wozu brauchen Sie diese Information? Nicht ich, Mr. Harrison, die Polizei. Ah, Moment mal. Da waren die Landens in Nummer 19, eine Familie Cox in 23. Oh, Mr. Harrison, ich spreche von Nummer 13. Sie entfernen sich immer mehr. Ja, das ist nicht so einfach, ist lange her. Ja, ich glaube, die Frau war Schneiderin. Aha. Der Name begann mit einem W. Walker? What? Westen? Halten Sie die Klappe, Charlie. Sie stören meinen Gedankengang. Entschuldigung. Der Mann arbeitete in einer Bank. Ich glaube, er hatte einen ganz guten Job. Sie war nicht mehr jung. Nein, ich komme nicht auf den Namen. So ein Pech. Aber er wird mir garantiert noch einfallen. Na, hoffen wir es. Und wenn, werden Sie mich anrufen? Welche Nummer? 76421. 76421. Gut, Sie können darauf zählen, falls er mir einfällt. Viel Glück beim Graben. Danke, Mr. Harrison. So, nun hau noch einen Keil rein, Paddy. Bin schon dabei. Gut, das sollte halten. Nichts dagegen, wenn ich ein paar Schnappschüsse von hier mache? Nein, ich nicht. Danke. Aber was für ein Blitz. Können Sie mir sagen, wie die Sache läuft? Ja, ganz gut. Es wird nicht mehr lange dauern. Besteht irgendeine Möglichkeit, nachher einen Blick hineinzuwerfen?
eventuell eine Aufnahme von der Leiche zu machen. Es gibt gar keine Leiche, Mr. Barnes. Was? Haben Sie die Information? Ja. Gut, dann kommen Sie am besten gleich mit. Ihr Fotograf auch. Ist gut, Inspektor. Danke, Mr. Wood. Oh, bitte, gern geschehen. Inspektor, habe ich das vorhin richtig verstanden? Sie sagten, es gebe gar keine Leiche? Stimmt. Was den Leuten einen Schreck eingejagt hat, war eine Schneiderpuppe. Eine Schneiderpuppe? Oh je, das ist das Ende meiner Story. Wieso denn? Bleibt ja immer noch das Geld. Was für Geld? 8.000 Pfund. In gebrauchten weißen Fünfern, in einem Diplomatenkoffer versteckt, zugedeckt mit eben der Zeitung, deren Ausgabedatum Sie feststellen sollten. Mir ist nicht ganz klar, wie ich daraus eine Story machen könnte. Aber, wo bleibt denn Ihre Intuition? Ja, vielleicht bin ich auch zu müde. Sogar für mich ist es inzwischen reichlich spät geworden. So, da wären wir. Chef? Sind Sie noch da? Haben Sie gedacht, wir seien spazieren gegangen? Und? Schon ein Resultat? Ja. Mr. Barnes von der Tribune hat die betreffende Ausgabe gefunden. Fabelhaft! Also raus damit! Chefinspektor, die Zeitung ist sehr alt. Es handelt sich um eine Ausgabe vom 24. April 1942. Gut gemacht! Bill, So? was ist mit den Hausbewohnern? Wir kennen jetzt das Datum. Schicken Sie jemand ins Rathaus oder sonst wohin. Und vergessen Sie die Banknoten nicht. Aber es ist doch immer noch tiefe Nacht. Na und? Na und? Ja, wir tun, was wir können. Also ich verstehe nicht, wozu dieses Herumgehetze gut sein soll. Tja. Das verdammte Geld liegt doch schon seit dem Krieg da unten. Es ist ja wohl auch nicht wahrscheinlich, dass wir den Besitzer gerade jetzt aufstöbern. Außerdem dürfte er inzwischen viel zu alt sein, um es noch genießen zu können. Woods? Hallo, Charlie. Hallo, Mr. Harrison. Es ist mir eben wieder eingefallen, Charlie. Na, das ist ja großartig, Mr. Harrison. Ich kann nicht verstehen, wieso Ihre Freunde von der Polizei das nicht gewusst haben. Ja, was nicht gewusst haben? In Nummer 13 lebte von 1937 bis 42 ein gewisses Ehepaar, das... Der Name, Mr. Harrison. Weiss. Sie hießen Weiss. Aha. Ich kannte sie nicht besonders gut. Sie lebten sehr zurückgezogen. Und eines Tages waren sie plötzlich verschwunden. Verschwunden? Ja, ohne Spuren zu hinterlassen. Ja, und was geschah mit Ihren Sachen, mit Ihrem Mobiliar und so weiter? Fragen. Ich habe keine Ahnung. Das ist alles, was ich weiß. Na, immerhin eine ganze Menge. Vielen Dank, Mr. Harrison. Ja, es hat wohl keinen Sinn, jetzt noch ins Bett zu gehen. Hallo, Mr. Woods. Und? Weiß Harrison etwas? Ja. Dann geben Sie es sofort weiter. Wenn das alles vorüber ist, werde ich stockheißer sein. Inspektor Cartwright! Ja? Hier ist Charlie Woods. Ich weiß jetzt, wer hier wohnte. So? Ein Ehepaar Wise. Harrison sagt, die beiden seien 1942 plötzlich verschwunden. Holen Sie mich raus! Was hat er denn? Ich hab's! Sorgen Sie dafür, dass ich hier rauskomme! Der fängt langsam an zu spinnen. Oh nein, das kenne ich. Für ihn ist die Sache erledigt. Naja, er wird ja bald draußen Sie sein. haben ausgezeichnete Arbeit geleistet, Mr. Woods. Danke! Ist meine Frau noch da? Das erste Mal, dass er sie erwähnt. Ja, sie sitzt im Wagen. Ich hole sie. Man sagt mir gerade, dass es nur noch ein paar Minuten dauern wird. Wir sind immer noch in Ordnung. Mehr oder weniger. Was für eine Nacht. So, Ihre Frau ist da. Hallo? Dora? Wie geht's dir, Ted? Alles bestens. Tut mir leid, dass ich dir Kummer gemacht habe. Wir haben es ja bald überstanden. Hoffentlich hast du dich da oben nicht erkältet. Es war nicht so schlimm. Ich glaube, sie kommen durch. Es sieht so aus, als ob sie es geschafft hätten. Dora, geh zurück an die Wärme. Ich komme gleich nach. Ja, gut, Ted. Wissen Sie, Jim, wir sind jetzt etwa 5 Stunden hier unten. Ich habe mir gar nicht groß Gedanken gemacht, was über uns passiert.
Ich eigentlich auch nicht. Ja, aber ich habe gewusst, dass meine Frau da oben ist. Und? Was ist mit Ihrer Frau? Ich habe keine. Ich bin ein Einzelgänger, Mr. Cartwright. Niemand, der sich wegen mir Sorgen machen müsste. Ein beruhigender Gedanke. Fangen Sie also nicht damit an. Werden Sie mir jetzt sagen, wer das Geld versteckt hat? Wenn wir draußen sind, Jim, dann werden wir uns einen großen Schluck genehmigen. Und dann werde ich Ihnen sagen, wie ein Koffer mit 8.000 Pfund weißen Fünfern in den Keller von Nummer 13 gekommen ist. So, und jetzt noch eine Aufnahme von hier? Ja, und das dürfte dann genügen. Ich habe nämlich einen Toast auszubringen. Auf alle, die uns rausgeholt haben. Ja, das war ein verdammt gutes Stück Arbeit. Und jetzt bitte Ruhe. Wir wollen nun alle noch offenen Fragen klären. Ja, gern. Zuerst einmal die sogenannte Leiche. Ich nehme an, es ist inzwischen allen bekannt, dass es sich um eine Schneiderpuppe gehandelt hat. Absolut lebensecht. Ja, ich muss dem zustimmen. Im Halbdunkel hat die wirklich gespenstisch ausgesehen. Und nun lassen Sie uns über das Geld reden. Ich nehme an, Sie haben eine überzeugende Idee, wie das dorthin gekommen ist. Es ist bemerkenswert, dass von allen Fällen, die ich je bearbeitet habe, dieser hier, welcher nach menschlichem Ermessen mein letzter sein wird, der einzige ist, der ohne Unterstützung der Polizei aufgeklärt werden konnte. Alle Informationen kamen von Zivilisten. Mr. Barnes und Mr. Woods. Ich bekam eine von Mr. Harrison. Was, dem alten Lumpensammler? Ja, genau. Großer Gott, ich habe gar nicht gewusst, dass der noch lebt. Na, auf alle Fälle, Ihnen möchte ich ganz besonders danken. Was ihr mir gebracht habt, hat mein Gedächtnis in Tätigkeit gesetzt. Mr. und Mrs. Weiss sind im Juni 1937 in das Haus Nummer 13 gezogen. Haben es dann im Mai 1942 Hals über Kopf wieder verlassen. Spuren hat man keine gefunden. Es war zu jener Zeit ein großes Rätsel. Das Mobiliar war noch da, aber sonst war alles verbrannt oder weggeschafft. Kleider, Papiere, Bettwäsche, alles war verschwunden. Die Akte ist bei Scotland Yard immer noch offen. Ich werde sie schließen, bevor ich in Pension gehe. Das soll dann mein Abschiedsgeschenk sein. Wissen Sie denn, wer Sie waren und wohin Sie gingen? Wir hatten damals eine Menge Hinweise, aber keinen wirklichen Beweis. Sie hießen nicht Weiss, sondern Weißner. Sie waren Deutsche. Arnold arbeitet auf einer Bank in der City, seine Frau war Schneiderin. Geben Sie mir doch mal den Koffer, Bill. Hier. Haben Sie schon mal so eine Note gesehen? Ich habe nicht mal gewusst, dass es die überhaupt gibt. Nun komm schon, Ted, mach es nicht so spannend. Ja. Greta und Arnold Weißner waren deutsche Agenten. Ihre Hauptmission bestand darin, den Zusammenbruch des englischen Währungssystems herbeizuführen, indem sie falsche weiße 5-Pfund-Noten in Umlauf setzten. Seine Position bei der Bank gestattete es Arnold, den Umtausch ohne Schwierigkeiten vorzunehmen. Ja, wir haben natürlich damals eine Haussuchung durchgeführt, aber als wir ankamen, waren die Vögel bereits ausgeflogen. Diesen Koffer müssen Sie zurückgelassen haben. Versteckt unter dem Fußboden, bis ihn die Abbrucharbeiten wieder ans Licht brachten. Sie sagen es. Ja, Gentlemen, langsam meldet sich nun doch eine gewisse Müdigkeit. Bill, wir treffen uns morgen... Heute. Entschuldigung, heute um 10 in meinem Büro. Wir werden den Fall dann endgültig abschließen. Ja. Mr. Barnes, es tut mir leid, dass ich nichts für Sie habe. Eine ziemliche Enttäuschung, ich weiß. Ach, das macht doch nichts, Chefinspektor. Komm, Dora. Wir wollen endlich nach Hause gehen. Ja, Ted. Was ich noch sagen wollte, Bill. Ja. Das nächste Mal, wenn Sie einen Fall übernehmen, sehen Sie zu, dass Sie ja zeitig am Tatort erscheinen. Und überzeugen Sie sich, dass ich nicht in der Gegend herumspüre. Guten Tag allerseits. Guten Tag, Spector. So, Wolfram, jetzt sind Sie raus aus dem Sweatshop im Keller. Hast du Angst vor engen Räumen? Ja, wirklich. Ich habe da
Sehr mitgelitten, wusste aber natürlich zum Glück, weil wir beide Perspektiven haben, dass schon gekramt wird und schon ein Loch durchgebrochen wird. Und eigentlich sobald, eine Weile lang ist ja unklar, ob die beiden leben, als der Einsturz da war. Aber sobald ich sie zum ersten Mal höre, war ich recht sicher, dass sie überleben. Und deswegen war es für mich aushaltbar. Ich finde das ganz schön. Der Brix, der hat ja eben diese Anflüge, dass er langsam anfängt zu zittern und die Luft wird knapp. Und ich finde es so toll, dass er da erzählt. Deswegen habe ich mir eine Arbeit quasi auf dem Bau gesucht draußen. Und dass der Cartwright dann so lapidar sagt, ja, mir geht das ja genauso, ich sitze ja auch nicht gern am Schreibtisch. Aber ich dachte, so ein Inspektor möchte ich eigentlich gerne an meiner Seite haben. Der hat so ein paar Lebensweisheiten, neben seiner guten Laune zu sagen, zum Beispiel, ja, Dinge, die wir nicht ändern können, darüber muss man sich einfach nicht den Kopf zerbrechen. Ja, sowas möchtest du doch hören in Krisensituationen. Hätte ich gern dabei. Total. Ich finde übrigens schon diese Grundsituation, es hat für mich dann doch auch, obwohl es ein Krimi ist, was sehr Spielerisches. Also man hockt halt dann da unten drin, na dann lösen wir halt den Fall. Weißt du, das finde ich eben auch so hübsch. Wir müssen die beiden können ja nichts anderes machen, dann ermitteln sie halt ein bisschen. Und er leitet seinen jungen Assistenten ja auch immer so schön an. Nein, nicht einfach den Koffer herschleppen, erstmal inspizieren und schauen, oh, da ist verschiedener Staub drauf. Und dann selbst wie lange sie überlegen, ob das nicht eine Bombe drin sein könnte, dann kommt irgendwann auf die Idee, nein, er ist schon runtergefallen, der wäre schon längst explodiert. Und man zerreißt trotzdem 3 Taschentücher und bindet sie fest und so. Ich finde es so was Spielerisches und Detailverliebtes, was mir da sehr gefällt. Ja, und du hast recht, es geht alles sehr, sehr schnell. Die Schritte von, oh Gott, wir sind verschüttet, wir können nichts anderes tun. Also beschäftigen wir uns doch mal mit dem Toten hier, mit dem Koffer. Aber es ist naheliegend, halt nur im Zeitraffer. Total, sie hatten auch keine Handys, nichts dabei. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Reaktion von Frau Cartwright, Miss Cartwright, auf die Nachricht, dass ihr Mann möglicherweise tot ist. Das war nun wirklich toll, dass sie sagt, ich bin Frau eines Polizisten, mich kann fast nichts mehr erschüttern und sogar noch so weit denkt und sagt, sie brauchen hier die Kommandozentrale, deswegen warte ich im Auto. Ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass das mal passiert. Ja, sagt genau. sie. Ja. Mir gefällt tatsächlich auch, du hast eben schon gesagt, mit diesen Weisheiten vom Inspektor. Mir gefällt übrigens auch die Sprache. Ich finde, das hat so eine Flapsigkeit. Ich bringe mal ein paar Beispiele, dann kannst du nachher sagen, woran es dich erinnert. Wenn der Inspektor zum ersten Mal da hinkommt, fragt er, wer hat eigentlich die Leiche gefunden? Und dann sagt einer im Hintergrund, dann sagt er, ich bin derjenige, welcher. So, und er sagt dann der Inspektor, für alle, die noch nicht das Vergnügen hatten, ich bin Inspektor Cartwright. Wenn sie da runterlaufen, ist dann das über alles verschüttet, dann sagen sie, ich laufe hier runter wie in den Alpen. Gehört überhaupt so, wie sie diesem älteren Herrn dann helfen, da runterzulaufen in seinem Smoking. Später dann, wenn sie den Koffer aufmachen wollen, sagt er, jetzt zeigt sich das Kind dem Manne. Ich mache immer gern Geschenke auf. Es gibt wirklich lauter so schöne Sachen. Der Lumpensammler Harrison heißt er, glaube ich, sagt er dann auch mal am Telefon, ja, gut, dass sie zum Vorarbeiter. Gut, dass sie da reingebohrt haben, kluges Kind. So. Erscheinungsjahr 1974, erinnert dich das an was Filme aus der Zeit? Weiß ich nicht, vielleicht wird es so ein bisschen Richtung Louis Define. Ja, ist gar nicht schlecht. Nein, also ich bin wie bei dem Bud Spencer-Film. 1974. Aha, das habe ich nun vom Setting überhaupt nicht gar nicht. Gleichgesetzt. Die so treiben sich nicht in alten Häusern in London rum. Nein, überhaupt nicht, aber von diesen flockigen Sprüchen, auch wenn er da unten ist, ins Loch wird geboren und ruft hoch, könnt ihr mich hören? Danke. An die Szene habe ich halt die ganze Zeit gedacht, als du so aufgezählt hast, weil sich ja da alle Anwesenden quasi über seine lustige Sprache und über seinen Humor amüsieren an unserer Stelle, ja. Ja, das ist eine schöne, da wäre ich gerne bei den Aufnahmen dabei gewesen, wie sie das gemacht haben, weil er spricht ja schon, man hört, es schwingt so ein bisschen was mit, er muss durch eine Art Rohr gesprochen haben oder sowas, ja. Ich glaube nicht, dass sie das nachträglich erst bearbeitet haben, sondern in der Aufnahme. Ja, ist schön. Und dass es dann sich relativ harmlos auflöst, dass diese Hand, was ja doch ein gruseliges Bild ist, sich dann relativ schnell als Kleiderpuppe herausstellt. Warst du nicht enttäuscht? Nein. Gut. Nein, wirklich nicht. Ich war so mein Fragezeichen quasi beim Hören im Hinterkopf an dich, ob es quasi ein bisschen zu süß wird, sobald die
Bedrohung wegfällt. Aber dadurch, dass sie so lange eingesperrt sind. Nee, ich finde, was... Bleibt ja Bedrohung. Genau, und was das Hörspiel ja sehr geschickt macht, dass rundherum noch die Leute losgeschickt werden zum Ermitteln. Der Reporter, der rausfinden muss, aus welchem Jahr die Zeitung ist. Der andere, der ist auch schön eingeführt, ne? Dass man den gleich in der allerersten Szene schon mal hat. Finde ich wirklich toll, ja. Total gut, auch glaubhaft, wie er sich da reinzwängt in die Situation und toleriert wird. Erst beim ersten Polizisten und dann gibt's noch den kleinen Deal mit dem ermittelnden Polizisten. Oder auch der Lumpensammler, der andere mit dem spricht und da versucht, Sachen rauszufinden, dass wer da früher gewohnt hat in dem Block, in dem Haus. Ich finde, da tauchen überall so links und rechts Figuren auf. Und irgendwie war ich dann immer gut beschäftigt, bin so schön mitgegangen und dann ist es auch schon wieder vorbei. Ja. So, ich sag gut, es kein 80 Minuten lang ist. Ich finde jetzt die Länge auch sehr passend für das Hörspiel. Ja, aber sie schaffen es ja sogar zu dieser schönen, versöhnlichen Glücksszene am Schluss, wo alle zusammenkommen und dann nochmal die Tassen aufeinander heben. Und da sagte der Cartwright auch, es ist mein letzter Fall, aber der wurde gar nicht von der Polizei größtenteils gelöst, sondern von Otto Normalbürger. Und das finde ich, das trägt das Hörspiel ganz schön mit sich, ne? Dass sie wirklich, was du beschreibst, aus allen Ecken werden noch die Leute rangezogen, Informationen kommen. Der Autor hat den Arbeitern auch gleich so Spitznamen gegeben, der Lange oder so und so unterschiedliche, doch recht griffige Charakterisierung, die das so lebendig machen vom Personal. Das fand ich auch ganz nett. Bisschen schade fand ich, dass der Cartwright noch Monate bis zur Pensionierung hatte. Als es anfing, das Stück, hatte ich so das Gefühl, es ist der letzte Tag. Ja, genau, oder? Das hat mich auch, fand ich auch eher... das war ein bisschen schwach. Genau. Diese Zerdehnung von Zeit fand ich nicht Weil ja im ersten nötig. Gespräch ging es ja auch darum, was macht er dann nach der Pensionierung und so weiter. Ja. Und dann wäre auch das Essen gehen mit der Frau an dem Abend, am Jetzt letzten feiern Arbeitstag. Genau. Da hast du völlig recht, hat mich auch überrascht. Jetzt haben wir noch nicht über den Koffer gesprochen. Ja, da muss ich ja sagen, als ich die Auflösung gehört habe, mit den 5-Pfund-Scheinen und den deutschen Spionen, dachte ich erst so, hä? Das geht sehr schnell, ne? Kommt wirklich sehr schnell, wird auch gar nicht so wahnsinnig groß erklärt. Und dachte erst so, hä? Ist das nicht, hat das überhaupt gestimmt? Es ist einfach so schnell noch erfunden und reingeschrieben. Ist aber ein wahrer Fall. Stimmt, also nicht mit dem Kopf, aber mit diesen Versuchen der Deutschen, von Nazi-Deutschland quasi das britische Währungssystem mit Falschgeld implodieren zu lassen. Und dachte dann wiederum, okay, wenn das ja doch ein realer Fall war, wahrscheinlich ist das war das in Großbritannien so bekannt, dass man da das ganz einfach droppen konnte und nicht noch so wahnsinnig viel drumherum erklären musste. In England sicher, das habe ich mir auch gedacht. Oder aber vielleicht sogar in der Schweiz. Deutschland war 1975 einfach noch näher an 1942, wo diese Operation startete, dran ist, als wir jetzt mit über 80 Jahren Abstand. Ich habe noch einmal nachgeschaut, 5 Pfund nur zum Einordnen wären jetzt ungefähr 350 €. Also da ist schon eine ganz ordentliche Summe in dem Koffer, obwohl du hast ja recht, es geht ja nicht darum, dass sich einer bereichert, sondern wirklich um den Zusammenbruch des britischen Währungssystems, ne? Glaube in die Währung. Das ist ja groß angelegter Schachzug. Ja? Darf ich ein bisschen referieren, was ich bei meinen Recherchen gefunden habe? Nein, es ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Es gab anscheinend 2 Versuche, Die erste hieß Aktion Andreas, die zweite Aktion Bernhard. Hier sind wir quasi bei der Aktion Bernhard dabei, wenn ich es richtig einordne. Und da wurden tatsächlich im Konzentrationslager Sachsenhausen hat man jüdische Menschen wirklich eingepfercht nur dafür. Es gibt auch, im bekannten Fall wurde auch verfilmt unter Die Fälscher. Deutsch-österreichische Produktion hat einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen. Ich habe auch ein Interview gelesen mit einem Mann, der ist so dem Tod entronnen, der war schon in Auschwitz, der wurde sortiert und da wurde gefragt, gibt es Leute, die drucken können? Und ich es richtig gelesen habe, weil sie unter den Deutschen nämlich nicht so gute Fälscher oder Drucker gefunden haben. Und sein Vater war Drucker und es sind Sohn und Vater dann nach Sachsenhausen gekommen und im Konzentrationslager gab es nochmal eine extra Lager, wirklich abgetrennt, wo die produziert haben. Die hatten ein bisschen bessere materielle Bedingungen. Der Mann meinte auch, als er reinkam, war überrascht, weil waren bezogene Betten mit richtigen Laken drauf und so weiter. Wurden aber wirklich abgeschirmt, dass auch niemand sonst was davon erfährt. Und da haben die Geld gefälscht, vor allem britisches Geld. Es gab verschiedene Ziele. Also man hat zum Teil damit Leute bestochen, also wirklich auch das Geld ausgegeben. Anscheinend, als man mal Mussolini aus der Klemme
geholfen hat. Das hat man mit diesem gefälschten britischen Geld gezahlt. Und dann war der Versuch aber vor allem auch, wie du schon angetönt hast, das in Großbritannien in Umlauf zu bringen. Und da so eine Inflation heraufzubeschwören und dann irgendwann auch das Vertrauen in die Währung implodieren zu lassen. Hat am Schluss nicht richtig funktioniert, aber scheint durchaus einen gewissen Impact, einen gewissen Einfluss gehabt zu haben. Ganz irre Geschichte. Und es sind nicht nur ein paar Koffer von Geld, die sie da drucken wollten, sondern es gab so mehrere Wege, so wie es hier beschrieben wird, dass wirklich Geld in Umlauf gebracht wird, das so gut aussieht. Und dann wollten sie aber auch Millionen von Scheinen über England abwerfen, sodass einfach die Bevölkerung so verunsichert wird, welches Geld es jetzt noch war, weil diese Fälschungen müssen wahnsinnig gut gewesen sein. Ja, also ich verlinke da noch gern 2 Artikel. Es gibt die Schweizer Papierhistorische Gesellschaft. Wunderbar, wusste nicht, dass es die gibt. Und da habe ich 2 Artikel gefunden. Einmal zur Historie vom Ganzen und dann auch noch der zweite Artikel, wie man eigentlich die Fälschung von damals erkennt. Das ist eben gar nicht so einfach. Also wirklich spannend. Man könnte da stundenlang erzählen. Die hatten wie so verschiedene Güteklassen, je nachdem, wie gut es ihnen gelungen ist. Die beste haben sie tatsächlich genutzt, um damit Leute zu bestechen, Sachen zu kaufen. Ich glaube, Klasse C war dann dafür gedacht, dass man es millionenfach einfach aus dem Flugzeug so wie Papierzettel, genau, wie Flugzettel. Ja. Dazu ist dann nie gekommen. Und dann gab es auch noch Kategorie D, E-Ausschuss, was man wieder rezykliert hat. Das Ganze scheint auch deswegen funktioniert zu haben, weil die 5-Pfund-Noten damals, da gab es anscheinend wie quasi buntes, moderneres Papier und dann gab es noch das alte, weiße 5-Pfund-Noten. Die sehen noch. Das sagt ja auch Cartwright im Hörspiel, ne? Genau. Er sagt, die waren schon damals selten, diese weißen 5 Pfund. Genau, die sehen eigentlich aus heutiger Sicht auch fast eher aus wie Zertifikate, mehr als jetzt wirklich wie Banknoten, wie wir die heute nennen würden. Genau, es war, glaube ich, wahnsinnig aufwendig, das richtige Papier zu finden. Mischung Baumwolle, Lein. Man musste noch Sachen aus der Türkei importieren. Druckfarbe war anscheinend gar nicht so schwierig, weil bis dahin Großbritannien die Druckfarbe aus Deutschland importiert hat, also in den 30er Jahren noch. Dann das Wasserzeichen gut zu machen, also die Seriennummern, wie man damit umgeht, weil man die nicht selber kreieren konnte. Ganz spannend. Und sie haben aber dann tatsächlich auch versucht, die Sachen schon gebraucht erscheinen zu lassen. Also man hat die schon aneinander geheftet, man hat die zerknüllt. Damals war es wohl auch in England durchaus üblich, Banknoten mit Sicherheitsnadeln zusammenzustechen. Da gibt es ganze Theorien darüber. Das wissen wir schon von Emil und die Detektive. Genau, weil da auf der Note die Britannica quasi als Verkörperung von Großbritannien drauf ist und die wurde durchstochen, wo es verschiedene Theorien gibt, ob das ein geheimes Zeichen war. Der Zwangsarbeiter, die damit zeigten, ein Brite würde das nie machen, Achtung, Fälschung, weil es ein Loch hat. Andere sagen, nein, in der Britannica gab es oft Fehler, deswegen hat man die Fehler weggestochen. Andere haben gesagt, einfach Zufall. Wirklich, ich verlinke gerne die Artikel es ist im Technischen eine total spannende Geschichte, aber natürlich auch wirklich von den menschlichen Schicksalen, von diesen Zwangsarbeitern ganz irre, weil zum Teil hat es gewissen Zwangsarbeitern tatsächlich auf eine Art das Leben gerettet, dass sie da mitmachen mussten. Gleichzeitig haben sie es versucht zu sabotieren, Ausschuss zu machen, weil sie das Nazireich nicht unterstützen wollten. Eben wirklich ganz, ganz irre, spannende Geschichten, die sich da in diesen 2 Minuten aus dem Hörspiel verbergen eigentlich und aus der Auflösung. Und welche Perfidität, also ich meine, du hast es gesagt, die Operation lief mindestens seit 1942 und das ist ja so kriminelle, gezielte Absicht, da ein im Krieg feindliches Land nochmal zusätzlich so zu vernichten. Also es ist doch unglaublich, oder? Also neben all dieser Kriegs- und Vernichtungsmaschinerie, die schon lief, sich noch solche Pläne groß aufgezogen zu machen, ja. So viel zur Kriegsführung, Wolfram. Wir verlinken es, sehr spannend. Ja. Ein leichtes Hörspiel mit einer schweren Erdung. Ja, muss man tatsächlich sagen, genau. Kommt ein etwas seltsamer überraschend. Fall, möchte man sagen. Ein seltsamer Fall, möchte man sagen. Kommt übrigens ab und zu im Hörspiel vor, ne? Ich meine auch diese Zeitungsnachricht, aufgrund derer sie dann herausfinden, welches Datum das ist. Der Kopf zwischen den Gitterstäben beim Löwen oder beim Glück war da auch ein seltsamer Fall an diesem Tag, genau. Das stimmt. Schöne Trouvaille aus dem Krimi-Archiv. Jetzt nennen wir es schon Krimi-Archiv, wir nennen es nicht mehr Schallarchiv, Rundfunkarchiv. Nein, es ist das Krimi. Es gibt ja ein extra Krimi-Archiv. Genau, das ist das da in dem Keller im dritten hinteren Raum. Schweizerisches Krimi-Archiv zu Basel, genau. Schön. Wunderbar, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Krimi. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.